was mir das Herz zerbricht, was mich unglaublich bedrückt amix oder mega schade ist, und schade ist fast schon eben untertrieben, es bricht mir amix das Herz. Wenn ich jetzt gewisse Beispiele gesehen, Künstlerbeispiele, die bei 50, 60, 70, 80'000 Mann viele Listener sind und teilweise aufhören oder jetzt sagen, ja, das ist alles in dem Fall gewesen, I guess, das ist alles, was man da machen kann, und ich mir die Artist-Profile anschaue und sage, nein, es gibt noch mega viel Luft nach oben. So dass auch teilweise die Leute, also so schaue ich das an, dass Leute bei 60, 70, 80'000 monthly Listeners, jetzt im Moment, so wenn man jetzt sich nur die Parameter anschauen, die sind für mich gefühlt bei 30-40% von dem, was sie überhaupt alles schon ausgeschöpft haben an Konsum in der Schweiz und was man überhaupt machen kann. Alles, was ihr euch jetzt vorstellt, so was man rausholen kann, was für Moves noch machen kann, ist man bei 30-40%, muss ich jetzt denken. Das ist jetzt so ein Gefühlswert für mich. Irgendwann werden wir das schon noch viel besser auch auf dem Channel, auf dem YouTube-Channel, werde ich das mal auch viel besser analysieren, in eine Statistik packen, dass man das auch sieht, wo sind jetzt so die Zwischensteps. Weil ich weiss das jetzt natürlich aus dem Kopf, dass es eben so eine Region gibt von Leuten, die so zwischen 10 und 20'000 monthly Listeners gibt. Dann gibt es so die bei 50, 60'000 monthly sind, die bei 100 und drüber, 100k und drüber. Und dann gibt es halt noch eben ein, zwei, wo halt 150 und drüber irgendwie anbringen. Aber eben, das ist so der Grundsens dahinter, wieso ich dann amigs so gewisse von diesen Tatsachen oder Reality-Checks irgendwie nochmal bringen, um euch jetzt zu zeigen, vor allem die Leute, die aus der neuen Generation jetzt sind, dass ihr nicht zwingend glauben solltet, okay, das ist jetzt schon alles gewesen, was wir da gesehen haben. Und ich glaube, ich muss euch das auch nicht sagen. Viele von euch fühlen das schon, dass dort mehr noch dahinter ist. Und sonst würdet ihr, glaube ich, nicht machen, was ihr macht, und würdet ihr euch da auch nicht zum Beispiel nochmal zusätzliches Game abholen beim Cola-Podcast, dass ihr jetzt auch noch mehr könntet machen aus euren Streams, aus eurer Karriere, wenn jetzt Leute das ambitionierter anschauen oder ein bisschen professioneller machen. Aber das soll jetzt einfach nochmal ein Video sein, das gewidmet ist an das, dass es halt noch extrem viel Luft nach oben gibt. Und dass die Diskussion nicht dort hingehen, dass die Leute, die jetzt schon bei 80 bis 100'000 Mann für Listener sind als Beispiel, weil die Zahl wird sich noch verändern. Bis das rauskommt, in 2, 3, 4, 5 Monaten wird sich die Zahl nachher wieder verändern. Aber dass die Leute jetzt nicht schon so als Legenden sollten angeschaut werden, weil das nachher nur, du tust nachher nur so Oberdecke, so das Cap, tust du künstlich erzeugen. Und sagst du, wenn die jetzt natürlich schon als Legende angeschaut werden oder Leute, die es schon geschafft haben, vermeintlich, dann hat man das Gefühl, ja, das ist alles, was man machen kann. Und die selber, die ja dort sind, wo höher stehen, so in der Rangliste, sage ich jetzt einmal, die denken ja selber von sich vielleicht auch noch nicht, dass sie schon alles erreicht haben, was sie erreichen können. Und die halt das denken, oftmals, die machen für mich jetzt amigs ein bisschen eine Fehlinterpretation, meiner Meinung nach, dass die Vision nicht realisieren, dass es eben doch weiter könnte gehen und dass jetzt einfach, dass man so ein bisschen eine Decke erreicht hat, aber die Decke kann man auch durchbrechen und kann weiter rauf. Für den nächsten Step oder für das nächste Level braucht es halt vielleicht gewisse speziellere Moves oder stärkere Songs auch. Das ist halt eine Realität, wo viele nicht darüber reden wollen, aber wo wir auch in einem anderen Kapitel aufmachen, dass halt der Level-Up nachher dort vielleicht würde bedeuten, ja, du brauchst einfach stärkere Songs. Songs, die mehr Streams generieren, die mehr tägliche Streams können generieren, dass du halt auch ein richtiges Upgrade kannst machen. Und gewisse bleiben halt hängen mit einer gewissen Qualität. Wie viel, das ist aber ein gutes Zeichen, würde ich abschliessend sagen. Die jetzt damals sagen, ja, ich habe schon das Spiel durchgespielt und wieso allenfalls schon ihren Rückzug irgendwie zeigen, öffentlich, und sagen, ja gut, ich lerne mich jetzt langsam schon zurück. Bei denen ist es meistens nicht einmal wegen Qualität, weil die Qualität irgendwie stehen bleibt, sondern weil die einfach aufhören zu releasen, weil die einfach irgendwann mal faul werden und bequem. Es wäre jetzt etwas anderes, wenn es jetzt daran liegen würde, dass
viele von diesen Künstlern qualitativ sich nicht verbessern können, Künstler ist, und wegen dem festbleiben. Dort ist dann, so viel kannst du dort dann nicht machen. Entweder du kannst dich irgendwann mal verbessern, Künstler ist, oder du bleibst halt hängen. Wird halt auch vielen passieren. Aber die meisten von denen, ich würde sagen, es ist ein bisschen schwierig für mich zu beschreiben, aber bei denen liegt es tatsächlich eher an so Release-Strategien und dass sie einfach müssten mehr releasen oder sollten mehr releasen und regelmäßiger releasen, dass sie einfach ihr Profil grösser machen. Und dass es nicht wirklich daran liegt, dass dort wirklich ein Limit ist und du kommst nicht weiter, effektiv. Aber vielleicht nehmen wir das eben mit den Ebenen, die es überhaupt gibt, nehmen wir das auch mal in einer anderen Episode, nehmen wir das ein bisschen nochmal auseinander. Aber ich wollte das mal da gemäss dem Quote mal wieder ein bisschen rekapitulieren. Aber ja, für die etwas aus dem sich haben können ziehen, freut es mich natürlich. Schaut euch auch ein paar andere Folgen an. Es gibt auch überall, verlinke ich da auch Playlists. Von dem her, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss zusammen.